Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film lebt Borderlands. Ja, eine Videospielverfilmung lebt aktuell am Kino an. Die hat divers Probleme am Vierfeld. Me, als der Film da am Endeffekt abwärts gehen, da erzählen wir an dieser Episode. Tja, was soll ich jetzt so in Borderlands? Den Trailer wird ja nicht so schlecht gesehen. Das hat eigentlich so ein bisschen Guardians of the Galaxy Vibes mitgehen. Cool Action, coolen Humor und dann passt das schon. Und das verspricht den Trailer kann der Film aber ganz gut nicht bieten. Obwohl der Cast eigentlich recht cool ausgesehen. Wie zum Beispiel Kate Blanchett und Jamie Lee Curtis. Also wenn ihr den Film auf jeden Fall gesehen habt, wo ihn Stono fragt, was tun die dann da gemacht? Irgendwie, also jetzt sind zwei super Schauspielerinnen, aber hi ist das leider gut nicht rüberkommt. Der Film hat halt einfach im Vierfeld extrem viel Probleme mit Drehbuchänderungen an Hi an Do. Und da muss ich einfach so sagen, dass mir den Film extrem gut und dem ganzen Film fehlt rote Furde, obwohl sie eigentlich eine Geschichte erzählen wollen, dümpelt der Film so viel und sich hin, so von schlechter Action-Szenen zu schlechter Action-Szenen. Kamera ist immer so extrem no Geschehen drin, das kriegt ihr nicht so richtig matt, weil so ein Remy passiert. Und es wirkt einfach so, der Film wirkt so wie ein Mosaik aus Szenen, die zusammen geknüpft gesehen, so für dass es irgendwie aber noch soll funktionieren. Und das möchte ganz gut nicht. Der Film hat auch eine ganz spezielle Optik oder ein Film, wie ich fand, eine schlechte Optik. Entweder scheißt der ganze Boutique noch CGI oder scheißt noch Set, also so noch inszeniert im Set. Nicht fühlt sich natürlich und nicht fühlt sich irgendwie natürlich an die Welt angebunden. Alles wirkt fake. Wenn ihn dann auch noch nicht immer so den Greenscreen Umrandungen von den Leitgängen gesehen, dann keine vielleicht um danach leben, aber auch da ist halt ja recht schlecht. Also entweder inszeniert Set oder Greenscreen und alles ist immer so, ja, ich weiß, ne, das wirkt alles so klein, das wirkt alles so low budget und das wirkt alles so noch Fanfilm. Also weil so ein Team und Fans den Film da gemacht hatten und auf YouTube gesagt oder Ausschnitte davon auf YouTube gesagt hatten und gesagt, ey, guck, das doch mal gemacht. Dann hat ihn an dem Kontext gesagt, ey, das hast du cool gemacht, gehen, aber für als fertige Film am Kino also als Gesamtkontext und als ich weiß nicht wie viel Millionen der Dingens du kostet, wow, das war wirklich schlecht. Auch von Schauspiel, also die zwei Schauspieler, Kate Blanchett und Jamie Lee Curtis, die eigentlich immer mega gut sind sie halt tatsächlich gut nicht gut. Und es wirkt immer so, wie wenn immer so die echt 10 geholt wie von Nachstellungen, irgendwie nicht viel Zeit gewesen, wie wahrscheinlich wenn es nicht nur 3 Uhr bestimmt, dann nicht viel Zeit da war für Szenen x-mal neu abzuholen. Und das merkt den einfach. Also, es fehlt den, es gesagt dir richtig, dass die Leute sich an den Rollen nicht wirklich wohlfühlen, nicht richtig dran. Ja, es fühlt sich wie eben die Optik vom Film, fühlt sich alles nicht wie aus engem Goss und dann nur Kevin Hart, den ja kann den Lolo gern oder nicht, ne, das halt ein Comedian, ne, und was tun wir bei ihm nicht, also Humor aus irgendwie gerade bei ihm nicht do, also ganz komisch, wir stellen den Comedian an den hört den Humor, ob eng lo gefällt oder nicht, für die Leute die feiern, fair enough, was okay, dann kann den nicht in die Comic Relief gehen, wie ein an Allfilm ausspielt. Irgendwie wirkt der ganzen Cast wirkt so halbgar, auch so halbgar erzählt, alles bleibt irgendwie auf der Strecke, kann irgendwie mit keinem richtig sympathisieren, alle Leute sind sie irgendwie, keine Ahnung, das kennen so dabei, mit dem ich so richtig matt fiebern kann, weil Situationen doch einfach nicht hier gehen und das alles ganz komisch. Und zum Schluss könnt dann einen sogenannten Twist, den ihn auch schon auf 10 Kilometer gegen die Wand im Geruch wird, wo ihr seht, ja, habe ich gewusst, war ja klar. Und dann ist der Film ziemlich durchgefallen, weil das Einzige, was der Film dann eigentlich hat missen hun, aus den Borderlands-typischen Humor, weil Borderlands hat einen richtig guten, brachialen, permanenten Humor, den immer drüber ist. Und sie probieren das halt an den Timing aus glatt null. Einfach. Der Film ist nicht witzig, aber Borderlands ja war etwas weiter, war brutal, aber witzig. Der Film kriegt das nicht adaptiert. Am Film ist das nicht gelungen. Und für mich scheißt alles da noch, wie wann der Film eigentlich sollte gecancelt gehen, also den hat
gesagt mal ganz so neu aus, wie wenn das Studio zu engem Punkt gesucht hat, ey, soll man nicht einfach alles aufblosen. Das Problem war da wahrscheinlich, weil dann so viel Geld schon da geflossen ist, dass sie gesagt haben, tja, das können wir aber nicht, dann muss man irgendwie rausballern und dann haben wir den Murks, den wir da haben. Ich meine, den größten Erfolg ist nach an den Trailer gestartet gehen, weil den nach irgendwie ein gutes Feeling rüberbringt, aber der Film lässt alles, aber wirklich alles auf der Strecke. Und dauert nämlich 100 Minuten, anders man 100 Minuten nachts lang. Dreht sich permanent auf der Platz, hat nichts Interessantes zu erzählen, hat keine interessanten Charaktere, hat sau schlechten Humor. Das ist für mich ein Clark Null. Rieten durchgefallen, also in letzter Zeit sitzen ich viel am Kino und denke mal, puh, werde Murks, das ist wahrscheinlich nur der Sommerlachen. Lo, ab nächster Woche kommen wir ein bisschen besser Filme, hoffentlich besser Filme an die Kino, du könnt Alien Romulus, ob die freuen mich extremst. Ich weiß nicht, wer auf Stadt schon gesagt hat, aber Borderlands als brutals durchgefallen, aber wenn der Spielreihe Borderlands schon irgendwie nicht mehr gerne hat, also am Film geht er nicht befriedigt, ob gut kein Fall, weil und da ging es so, erzählt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr vom Film hält, was er Lieblingsvideospieladaption ist, ging mich mal interessieren und an dem Sinn ging es so, war das doch schon und dann wünsche ich mir noch ganz viel Spaß am Kino. Sicher, ich habe es raus, laufen nach einer guten Sachen, aber Borderlands, boah, die 100 Minuten an der Suche kann ich echt spuren. So, alle, ciao!